Jodedach! Herzlich willkommen auf meinem kleinen bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, vor ungefähr 2 Jahren habe ich diesen Kanal gegründet und eins der ersten Videos war dann halt eine Trikot-Review zum damaligen Heimtrikot. Da war noch Hummel unser Ausrüster und ich habe sehr große Töne gespuckt, als dann herauskam, dass Adidas unser nächster Ausrüster wird. Wir haben jetzt ungefähr 1,5 Jahre lang gewartet. Das neue Heimtrikot ist seit dem 1. Juli draußen und ich habe es mir angesehen und werde auch dieses dementsprechend bewerten. Ja, also sehr viel Euphorie war schon zu Anfang, insbesondere bei mir zu verspüren, als es dann so langsam in Richtung Veröffentlichung losging. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, warum ich unbedingt Adidas haben wollte. Also zuallererst einmal, und das solltet ihr auf jeden Fall bedenken, bevor ihr einen Kommentar nach dieser Review schreibt, Geschmäcker ändern sich. Vor ungefähr einem Jahr, oder sagen wir mal lieber hochgerechnet 2 Jahre, war ich noch so ein Fan von etwas ausgefalleneren Trikots. Also je verrückter, umso besser. Nur halt, man wird auch älter, man wird ein bisschen gelassener und man achtet auch ein bisschen auf die Kombinationen und dergleichen. Und so langsam aber sicher geht der Trend ein bisschen mehr so in Richtung schlicht. Was meine ich so damit? Also wenn etwas verrückte Symbolik drin ist, wie zum Beispiel die von mir geliebten Wasserzeichen, dann sollten sie auch gut untergebracht sein. Wie beim aktuellen Mexiko-Trikot. Das ist wirklich ein sehr schönes Trikot. Aber gleichzeitig von Spaniens Auswärtstrikot. Das ist sehr clean, sehr leger, aber das passt einfach gut zu allen Klamotten und ist deswegen auch ein gutes Modeaccessoire. Denn das sind Trikots auch in der heutigen Zeit. Aber wie kann da unser Trikot einigermaßen mithalten? Unser neues Heimtrikot, das werden wir uns ansehen, denn ich war heute im Fanshop. Also zuallererst einmal die ganzen Leaks der Instagram-Seite Inside Müngersdorf waren absolut richtig. Das Trikot sieht im Prinzip genauso aus wie die Grafik, die Inside Müngersdorf vor einigen Monaten veröffentlicht hatte. Von daher, auch wenn sie wahrscheinlich nicht dieselbe Zuschauerschaft haben wie ich, geht ein kleines Shoutout an sie raus. Sie hatten recht gehabt, zuletzt auch im letzten Jahr, und diesmal hatten sie erst recht richtig gelegen. Und von daher, da habt ihr es direkt vor euch. Ich nenne euch direkt einmal ein Detail, mit dem ich mich erst einmal anfreunden musste, und das sind diese schwarzen Linien, weil, ich sag mal so, schwarz, das assoziiere ich meistens so mit den Pillen, mit dem Borussia Mönchengladbach, aber ich habe mittlerweile auch ein bisschen dazugelernt. Aufgrund der Tränen im Kölner Stadtsymbol gelten auch diese schwarzen Akzente als Teil der Kölner Stadtgeschichte und sind deswegen hin und wieder in unseren Trikots zu finden. Hier finde ich das recht gut eingebaut. Sehr dezent, nicht allzu nervig, nicht allzu störend, sogar richtig schön. Ich bin ein ganz großer Fan von diesen Ärmelbündchen. Die fügen sich sehr gut in das Trikot ein und sorgen dafür, dass es nicht allzu langweilig wird. Ja, ich sehe hier ein ganz klares, schlichtes Design. Das Adidas-Zeichen ist eingenäht, nicht einfach nur aufgebügelt. Der Rewe-Flock ist wie immer. Ich tue mich natürlich immer noch damit schwer, dass unser Geißbock-Wappen recht klein auf den Trikots wirkt. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass es etwas größer mittlerweile in Erscheinung tritt. Ich sag mal so, ich bin ein großer Fan von den Kragen und ein großer Fan von den Ärmelbündchen. Ich sag ganz ehrlich, die 3 Streifen, die machen schon eine Menge aus. Sie heben sich elegant hervor, womit ich aber schon ein kleines Problemchen habe, aber das ist nicht nur bei unserem Trikot der Fall, ist, dass die 3 Streifen auf den Ärmeln mittlerweile unterbrochen werden, um Platz zu lassen für den Ärmelsponsor. Da fand ich natürlich besser, wie das früher geregelt wurde. Da wurde dieses Ärmelpatch drauf gebügelt. Das war so für mich die bessere Lösung. Hat mir besser gefallen. Also dieses Unterbrechen der Adidas-Streifen auf den Ärmeln, ja, bin ich kein großer Fan von, ist aber schon auf diesem Trikot der Fall gewesen. Das hier war eins unserer letzten weißen Adidas-Trikots, bevor der Sponsor uns verlassen hatte. Hier seht ihr mich nochmal, wie mir das Trikot so steht. Ich trage hier Größe XL. Ich sag schon direkt, es ist ein bisschen oversized, aber komischerweise war L mir dann auch ein bisschen zu eng. Ich gebe natürlich an der Stelle zu, ich müsste ein bisschen abnehmen. Aber ich will jetzt nicht hier irgendeine Challenge einleiten. Aber solange XL mir noch steht, sage ich mal, ist noch alles in einem gewissen Rahmen. Aber man muss schon sagen, es ist ziemlich oversized in XL, aber gleichzeitig ist das auch ein Faktor, den ich bei Adidas liebe. Denn das war immer das Problem mit Hummel. Diese Trikots waren mir viel zu eng. Generell waren sie viel zu eng geschnitten. Egal welche Größe du gekauft hast. Du musstest einfach einen perfekten Stripper-Körper haben. Ganz ehrlich, ich bin Fußballfan, kein Stripper. Generell finde ich, Fußballtrikots für Fans sollten einen anderen Schnitt haben und nicht nur angepasst sein an die Profis. Weil ich selber spiele privat keinen Fußball. Ich bin nur
nur unterwegs als Supporter. Hinten im Nacken sehen wir dann diesmal nur einen einfachen FC-Schriftzug. Das ist natürlich recht schlicht. Wir hatten in letzter Zeit immer den Geistbock hinten drin, was ich deutlich besser fand. Aber ich sag mal so, ist ein Detail, mit dem ich leben könnte. Eins dieser Bilder zeigt, dass ihr eine spezielle Verpackung bekommt, wenn ihr dieses Trikot kauft. Ich selber habe es mir noch nicht gekauft. Ich möchte noch ein bisschen abwarten, weil der Kader steht noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob das Auswärtstrikot dieses Design wirklich übertrifft. Ich will nicht spoilern, aber die Leaks, die deuten darauf hin. Und ich bin momentan ein bisschen wählerisch, wofür ich mein Geld ausgebe. Aber wenn die Leaks stimmen, dann wird es sowieso das Auswärtstrikot und dann wird das Heimtrikot ein bisschen hinten dran geschoben. Sage ich jetzt schon mal im Voraus, ohne zu spoilern. Hinzu kommt noch, ich weiß ja nicht, wie der Kader in Zukunft aufgebaut ist. Da bin ich auch ziemlich wählerisch, weil, nun ja, ich würde mir schon noch mal gerne Said El-Mala drauf machen lassen. Oder vielleicht Jakub Kaminski, aber es deutet nicht viel darauf hin. Mal schauen, wie der Kader dann zu Saisonbeginn aussieht. Es hat sich nichts an unserem Rückenflock geändert, ist weiterhin das gleiche Design. Und man sollte auch bedenken, einige Spieler wechseln ihre Rückennummer, wie zum Beispiel Isak Johannesson. Der läuft ab nächster Saison mit der Nummer 8 auf. Auch ein weiterer Grund für mich, noch nicht dieses Trikot zu holen, weil bei mir kommt auf jeden Fall ein Flock drauf und es muss von einem Spieler aus diesem Kader sein. Das sind für mich immer so Erinnerungen an gewisse Spieler, die ich gefeiert habe, egal ob sie bleiben oder nicht. Weil dann ist das Trikot erst für mich legit und verliert nicht an Wert. Okay, liebe Freunde, und damit kommen wir auch schon zu meinem persönlichen Fazit. Aber bevor ich meine Endnote vergebe, möchte ich das neue Adidas Heimtrikot aber noch einmal in den Kontext der vergangenen Jahre setzen. Denn eine Trikotbewertung macht für mich nur dann Sinn, wenn ich auch vergleiche, was wir in den letzten Jahren eigentlich so getragen haben. Schauen wir zunächst auf die letzten beiden komplett weißen Heimtrikots von Hummel. Ganz ehrlich, mit beiden bin ich noch nie so richtig warm geworden. Das ältere der beiden war mir insgesamt einfach zu schlicht. Es wirkte auf mich fast schon wie ein Trainingsshirt. Das darauffolgende mit den roten Schulterpartien wollte zwar etwas mutiger sein, hat meinen persönlichen Geschmack aber ebenfalls nicht getroffen. Gerade diese Schultergestaltung wirkte auf mich immer etwas unruhig. In beiden Fällen gefällt mir das neue Adidas Heimtrikot tatsächlich besser. Warum? Weil Adidas es schafft, mit wenigen Details deutlich mehr Eleganz auszustrahlen. Die 3 roten Streifen auf den Schultern, die roten Ärmelbündchen und der rot-schwarz eingefasste V-Kragen verleihen dem Trikot für mich eine deutlich hochwertigere Gesamtoptik. Und ich betone ausdrücklich, das ist mein persönlicher Geschmack, der sich über die Jahre geändert hat. Und ich merke einfach, dass ich in den letzten Jahren immer mehr Gefallen an einem minimalistischen, eleganten Design gefunden habe. Deshalb spricht mich dieser cleane Look in den letzten Jahren etwas mehr an. Aber trotzdem muss ich sagen, es gab weiße Heimtrikots und wir reden jetzt primär über Heimtrikots in der Farbe Weiß, komplett weiß, die mir persönlich besser gefallen haben. Da wäre zum Beispiel das weiße Heimtrikot von Uhlsport. Gerade das hochwertiger wirkende Material, es ist Polo-Material, haben diesem Trikot noch einmal einen ganz eigenen Charakter verliehen. Es wirkte auf mich einfach etwas edler. Ja, und wenn wir schon bei Adidas sind, dann muss ich auch noch das letzte weiße Heimtrikot erwähnen, das ich hier trage. Ich muss auch ehrlich sagen, der Sponsorenflock, der ist abgefallen. Muss ich mal dringend zum Restaurator schicken. Auch das gefällt mir noch besser als der aktuelle Entwurf. Vielleicht spielt da ein bisschen Nostalgie mit hinein. Aber ich finde einfach, dass dieses Trikot insgesamt stimmiger wirkte. Und damit kommen wir zur Endnote. Bei mir ist es ja so, wer diesen Kanal schon seit 2 Jahren verfolgt, der weiß, ich bewerte in Schulnoten. Denn das war für mich schon immer so das, woran ich mich am besten orientieren kann, weil 8 von 10 sagt mir nichts. Genauso wenig auch wie 7 von 10. Da weiß ich nicht, ist das gut oder mittelmäßig. Deswegen sind wir hier mit Schulnoten am Bewerten. Das ist schon seit Anfang an so. War auch auf Instagram der Fall, wird auch hier weitergeführt. Ja, ich vergebe für das neue Adidas Heimtrikot eine 3-. Befriedigend minus, also beinahe wäre es nur ausreichend gewesen, beziehungsweise eine 4. Für mich ist das halt wirklich ein befriedigendes Trikot, also gerade mal befriedigend. Es macht nicht viel falsch, aber eben auch nicht besonders viel außergewöhnlich richtig. Was für mich allerdings ganz klar für Adidas spricht, ist die Passform, beziehungsweise der gesamte optische Eindruck. Ich habe halt das Gefühl, dass das Trikot insgesamt etwas breiter geschnitten ist. Dadurch wirkt es auf mich kastiger und gleichzeitig maskuliner. Und genau diesen Look mag ich persönlich mittlerweile sehr gerne. Auch deshalb gefällt mir das neue Adidas Heimtrikot optisch besser als die letzten regulären weißen Heimtrikots von Hummel insbesondere. Trotzdem reicht es für mich nicht für eine 2. Dafür fehlt mir einfach dieses gewisse etwas Herausstechendes, wie beim Mexiko-Trikot. Vielleicht so ein bisschen so Wasserzeichen, das
muss ich auch sagen, hatte das letzte weiße Hummelheim-Trikot dann ausnahmsweise dann doch richtig gemacht. Einer der wenigen Faktoren, die er richtig gemacht hat. Vergessen wir mal diese Pylonenoptik an den Seiten, sondern ich fand diesen glänzenden Stoff deutlich besser. Das wäre richtig geil gewesen, wenn das hier glänzend gewesen wäre. Einfach halt dieses Detail, wo ich sage, das ist ein Trikot, das wir uns auch in 10 oder 15 Jahren noch an die Wand hängen, wo wir uns noch dran erinnern werden. Eine 4 fand ich allerdings dann auch nicht gerecht. Dafür habe ich mich zu wohl beim Tragen gefühlt. Dafür hat es sich für mich zu richtig angefühlt, Adidas und FC zu sehen. Ich habe halt früher in der Schule immer gesagt, eine 4 bedeutet, man hat den Kopf noch irgendwie aus der Schlinge gezogen. Und genau daran ist dieses Trikot für mich noch ganz knapp vorbeigeschrammt. Aus diesem Grund bleibt am Ende eine 3-. Ein ordentliches erstes Heimtrikot von Adidas mit einer klaren Tendenz nach oben, aber eben auch mit Luft für zukünftige Designs. Allerdings, Inside Müngersdorf hat schon das Ausweichtrikot geleakt und sagen, das ist 100% richtig. Und ich will es euch noch nicht zeigen. Geht einfach mal auf deren Seite. Hilfe! Und ich bin auch nicht ganz mit der Kollektion von Adidas zufrieden. Es gab ein paar nette Jäckchen, aber der Rest, zum Beispiel, da gibt es diese Anthem Jacket. Da sei ganz klar, wo sind da bitteschön die 3 Streifen? Deswegen haben wir doch Adidas. Hallo, guten Morgen. Adidas, guten Morgen, FC, falls ihr das so wolltet. Deswegen wollten wir Adidas. Also wir, die es wirklich wollten. Wegen den schönen 3 Streifen an der Seite. Warum sehe ich da nur Hoodies und die ein oder anderen Trainingsjacken ohne 3 Streifen? Da hoffe ich doch mal, dass es noch eine weitere Kollektion gibt, passend zum neuen Auswärtstrikot. Und das, ich will nicht spoilern, soll eventuell im Retro-Style kommen. Und ein letztes Argument, warum ich dafür war, dass Adidas zurückkommt, auch wenn, ich sag mal, das ein holpriger Start war. Ist ein holpriger Start, muss man einfach so sagen. Ich darf da jetzt nicht zu viel beschönigen und ich bin halt dafür gewesen, weil Adidas mittlerweile den Trend eingeleitet hat, alte Trikots zurückzubringen. Trikots, die wir heutzutage nur noch für Tausende von Euros bekommen. Zum Beispiel aus der Double-Saison. Ich will nicht spoilern, aber es soll angeblich im Frühling was kommen. Ich will nicht nur nicht spoilern, es wird auch dazu auch kein Video geben und ich werde euch nicht verraten, was da rauskommt. Es wird auf jeden Fall ein altes Trikot wieder veröffentlicht, aber ich werde euch nicht sagen, welches, sonst kauft ihr mir das weg. Tut mir leid. Künstliche Verknappung und dergleichen. Ich will nicht, dass ihr mir das wegkauft. Gehört mir. Ne? Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Also alte Designs werden wieder zurückgebracht und deswegen war ich für Adidas. Das heißt, sie bringen Remakes alter Trikots raus. Das war für mich das Hauptargument. Vergesst mir mal meinen persönlichen Geschmack, aber nichts ist geiler als das. Und stellt euch mal vor, in ein paar Jahren läuft dieser Vertrag aus, wir können ihn vielleicht nicht verlängern, aber dann kommt Puma zurück. Dann müssen wir sie beknien, denn die waren sehr, sehr lange unser Ausrüster und hatten teilweise die legendärsten Trikots rausgebracht. Ich würde es jedem FC-Fan gönnen, aber gönnen auch eventuell demnächst vielleicht das Double-Trikot in den Händen zu halten oder ein anderes Trikot. Genau dafür ist Adidas da. Und der Rest interessiert mich nicht. Ich will die alten Trikots zurück. Ganz ehrlich, könnt ihr auch die größte Rotze rausbringen. Hauptsache, ihr bringt die alten Trikots wieder zurück. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wirklich nur meine persönliche Meinung. Hier sage ich ganz ehrlich, liebe Freunde, da müsst ihr euch nicht dran orientieren. Ihr müsst auch nicht denken, dass ich euch da versuche zu beeinflussen. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Aber nochmal zurück zu diesem neuen weißen Heimtrikot. Also ist es das beste weiße Heimtrikot seit Uhlsport, das hier veröffentlicht wurde. Einfach nach meinem Geschmack, weil ich es sehr edel finde und sehr classy. Das wäre es dann erstmal. Wir sehen uns bald zum nächsten Video wieder, denn ich sehe, wir haben einen Neuzugang. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Zusammen ist sie alt.